De leif leider lo Guten, dat Evangelium vun Haut ass d'Evangelium vum Helge Willi bracht. Da socht Evangelium vum Helge Franz Xaver, also 2 Missionaren, die mir ganz viel bedeuten. Das Evangelium wat auch bei ménger Bischofswei gelees gouf. An das schon am Fongeholl Appes wie ein Programm für eis Kirch. De Jesus se da is am Fongeholl, man solle keng Angst tun, an die Neizeit heranzugehen. So wie die Apostelen keng Angst sollten hun, an die Neizeit heranzugehen, wohin nicht mehr körperlich präsent bei ihnen war. An dieser Kirche hat sich vieles verändert. Und das ist gut so. Weil, wie könnten wir als Kirche weitergehen mit Strukturen, die wir zwar gern hatten und die wir gewinnt waren, wo das wehdet, wenn sie wegfallen. Mehr Strukturen, die am Fongeholl nicht vom Evangelium kommen sind. Weil das Evangelium, das seht ihr, dass wir immer nicht neu abstellen, an erstellen müssen. Ob die Leid von Haut, man muss eine neue Sprache schwätzen, wie im Evangelium steht. Und da man das nicht Japanisch, Chinesisch und so weiter gemengt. Wir Sprachen, die Leid von Haut verstehen. Die Sprachen, die benutzt werden. Die Ausdrucksweise, die Haut normal ist. Wenn wir das Herz voll haben mit Christus und mit seinem Evangelium, da will man schon, dass das Evangelium leider reichen soll. Und da muss man neue Sprache schwätzen. Es gibt viel Giftiges an dieser Welt. Wenn du gesagt wird, man soll die Leute lieber im Mittelmeer ertränken lassen, um ihnen rauszuhelfen, dann ist das pur Gift. Wenn wir gucken, was alles an den neuen Netzwerken steht, wo Messagen von Hass da sind, wo der Mensch aus seiner Verschiedenheit nicht geurcht wird, nicht respektiert wird, dann ist das pur Gift. Wenn wir es fertig bringen, als Umwelt Futti zu machen, und schon mal so gelos, wenn die Leute alle gut in denselben Lebensstil hat wie wir zu Lützeburg, da bräuchten wir 4 oder 5 Planeten. Geht davon nur ein. Das heißt, auch da ist das pur Gift für unsere Zukunft. Und wir müssen uns auch da als Christen anders abstellen. Und nicht fährten. Mehr das Evangelium an die Welt zu verkündigen, an das Evangelium mit all seinen gesellschaftlichen Implikationen, die dadurch hat. Als ein Ersatz für Frieden, als ein Ersatz für Gerechtigkeit. Gerechtigkeit hängt schon für uns Christen damit zusammen, dass wir wissen, dass der Herrgott all Mensch auf dieser Welt gewollt wird, gern wird. Dass all Mensch dadurch eine Dignität hat, die wir nicht können mehr klein machen
oder wäschwelle. An dass wir als Christen am Fongol immer darum spielen müssen, dass wir die anderen Menschen können gesehen mit den Augen vom Herrgott. Für uns als ihr Hand zu versetzen, für die Leben zu spüren, die den Herrgott für alle Menschen hat. Wir brauchen nicht zu fäten, das Evangelium zu verkündigen. Das Evangelium hat ein Evangelium von Leben ist. Wenn wir mal ehrlich sind, als Zeit, als krank und einen Mangel von Leben. Weil wir Menschen wir Kinder glücklich gehen dadurch, dass wir Sachen kaufen. Dass wir den neuesten Produkt haben. Aber wenn wir ihn haben, was machen wir denn noch? Da müssen wir schon nächst auf den neuen gehen. Ne? Und da kannst du aber eine Spirale, das kann nicht gut gehen. Weil eigentlich an unserem Leben, da stoßen wir an Limiten. Wenn die Limiten sind, dass wir einen Eschec haben, dass das Limiten sind, wenn man Krankheit kennt, das ist ein guter Tod. Da merken wir, dass wir am Fongehol als Leben auf ein anderes Fundament müssen bauen. Und das ist das Evangelium. Auf ein Fundament von Leben. Weil, wenn wir lo Sakramentsandacht tun, dann ist das schon am Fongehol Zeichen von der großen Leben vom Herrgott. Er hört das so gern, dass er sei Jean Jesus Mensch genoss. Et si Dieu est devenu homme, c'est par amour. Il voulait avoir notre expérience, notre corps humain, notre perception humaine, notre conscience humaine, par amour. Et cela n'a pas suffi. Il a voulu partager notre expérience humaine jusque dans sa conséquence ultime qu'est la mort. Et il en a fait l'expérience d'une des morts les plus douloureuses qui soient. Et en plus, une mort d'un esclave, une mort terrible, la mort sur la croix. La croix, nous l'aimons comme chrétiens parce que c'est le signe de l'amour de Dieu. Si c'était la fin de l'histoire avec la croix, nous aurions une éthique très grande, mais très difficile à vivre. Heureusement, ce n'est pas la fin, parce que nous savons et nous croyons de tout cœur que le Père a ressuscité le Fils dans l'Esprit Saint des morts, qui lui a donné la vie. Et c'est ce message de vie, ce message d'espérance, qui est le centre du message chrétien. Jésus est vivant. Il est vivant au milieu de nous, au milieu de son Église, au milieu du monde. Et cela veut dire que nous n'avons pas besoin d'avoir peur, que nous pouvons vivre notre foi chrétienne avec une espérance sans mesure et que nous pouvons nous mettre à la tâche de vivre dans ce monde en tant que chrétiens, d'œuvrer pour la justice, pour la paix, pour l'environnement, pour les réfugiés. Parce que ceux qui sont contre l'amour du prochain, ceux qui sont contre l'espérance,
Ce sont les marchands de la mort. Nous les connaissons. Nous en avons fait l'expérience à Luxembourg. Alors, engageons-nous comme chrétiens que les marchands de la mort n'est pas le dernier mot, mais le peuple de l'espérance. Amen.